ich fand dat ganz flott, wat eng Vierredner gesot huet. De Laurent Moser war ganz poetisch an huet als Land durchgestalt als fäwech Schëff Weltmeer vun der Globalisierung und huet ein bisschen debordéiert op Steiere. Den Guy Arendt war ganz matter of fact an huet klargestalt, dat Finanzplatz 25% vun unserer Ökonomie durchstellt. An de Franz Feier, muss ich so in aller Respekt, hat den Mut, Sachen unzuschwätzen, die viel nicht den Mut haben unzuschwätzen, nämlich unangenehm Themen wie als Relation mit Saudi-Arabien und mit Katar, was Finanzplatz angeht. Wo sie klar so Islamic Finance hat nichts zu dem mit Islamisten, mir auf der anderen Seite Staaten, denen gibt nur gewesen gehen, dass Terroraktivitäten finanzieren, mussten hier am Land ein großes Kert kriegen. Es ist froh, dass ausgerechnet von der Regierungsparteien der Teil Klimaklar gesucht wird. Aber von den Gründen, da sind ein bisschen Männer auch weil da geht sie über Steuermoral, über Transition energetik, über 3 Landessprachen. Nee, wir haben Englandessprache, das heißt, das Lützeburgisch. Wir haben auch offiziell Sprachen wie Französisch, Deutsch und noch immer mehr Englisch. Aber wir müssen noch nicht über den Tram schwätzen, wenn CSV eine Interpellation möchte über die Zukunft von der Finanzplätze. Wir sind als alle Guten Heibannen eins, außer vielleicht Kollegen von den Linken, dass wir auf all erdenklich Weise Heibannen sollten, alles unterstützen, was der Finanzplatz hilft. Der Laurent Moser hat 4 Stoßrichtungen abgewiesen, mit denen wir alle 4 können d'accord sind, und die ich will ganz kurz kommentieren. Seine erste Stoßrichtung ist AAA, wir müssen die Beste ziehen, Niveau von der Kompetenz und vom Savoir-faire. Die zweite ist, wir müssen reaktiv bleiben. Die dritte ist, wir müssen irreprochable sein. Und die vierte ist, wir müssen neu Krenoen umgehen. Wenn wir die erste holen, die Beste bleiben, ich meine, da sind wir alle ganz d'accord, wir müssen eine Woche dabei sagen, dass wir dafür höchst qualifiziert Personal brauchen. Was wir auch müssen unzählen, und da ist nie auf dem Fett, dass wir können aus Drittländern Leute leicht ein Permis de Travail gehen, wenn sie eine gewisse Qualifikation, eine gewisse Pai überschreiten, dass man da vielleicht auch am steuerlichen Niveau etwas erholen, Herr Finanzminister, liebe Kollegen, für zum Beispiel eine Maximalsteuer auf Dakommes für so Leute wie Fund Managers. Der zweite ist reste reaktiv an der dänische Skepsis, die hier aufkommen, das sind Delayen, die immer mehr lang gehen. Es sind an der glücklichen Situation, von den raren verkoten Heibannen zu sein, die nicht immens aktiv sind am Fondsgeschäft, dürfen der Sache so und die anderen nicht dürfen so. Die Delayen, die wir bei der CSSF haben, für Neufonds zu autorisieren, sind nicht mehr normal, sind nicht mehr tragbar. Wir müssen da unbedingt etwas erholen, dass wir da wesentlich mehr schnell und wesentlich mehr reaktiv können gehen. Ein anderer Punkt ist eine übertriebene Bürokratisierung, die wir immer mehr feststellen an allen möglichen Administrationen. Ich gebe nicht ein Beispiel, Herr Minister. Neuerdings kann ich eine Apostille nicht mehr kriegen, ob eine Färbischkopie, wir nehmen auch eine schwarz-weiß. Ich fand, das sind Sachen, die unser Finanzplatz nicht gut tun. Es gab eine Etude gemacht von Ernst & Young an der ABBL über die Kosten von der Reglementation 2013. Immer wenn man neue Reglementationen aufhören, muss man wissen, das kostet konkret Geld. Das kostet Banken Sue. 2013 und letzte Banken 382 Millionen Euro müssten ausgehen pour faire face au coût de la Reglementation. Das waren über 40% von den Suen, die sie investiert haben. Das hat man ledig von das enorm an die Sue, wer besser investiert an Arbeitsplätze oder besser Infrastrukturen. Das war ein Plus von 20% ob 4 Jahre. Der Constat von der Etude, die ich genannt habe, il est frappant de constater que l'initiative la plus coûteuse pour la place est le résultat d'une mesure fiscale américaine sans impact positif pour le secteur financier européen. Wir merken also, dass durch amerikanische Regeln enorm Kosten haben auf der Platz, die also auf der anderen Seite nicht springen, und da muss ich etwas erholen. Dann war die dritte Stoßrichtung vom Laurent Moser, die ich absolut unterstütze. Wir müssen irreprochable sein. Aber da muss ich sagen, der wird auch das nicht übertreiben. Wir haben eine Konvention gemacht mit Frankreich über Doppelbesteuerung, wo wir so Lützeburger Firmen, die an Frankreich Immobilien besitzen, die Plus-Value de Cession dorénavant à Frankreich besteuert, anstatt hier.
Dat as eng Topischkeet, well dodech ginn déi Firmen, die an dem dote Fall sind einfach lo an Belsch sitzen, well Belsch huet dat net sto an hirem Dëbelbesteuerungsabkommens, dat hicht mir hunn Transfer de Siegen, die man net misisten hunn, oni dat dat als Irgenläng Plyvalu bringt. Gott sei Dank kon den Haut am Figaro lesen huet d'Assemblée nationale Française verpasst, fir den Text konträrement zu Eiserchambre zur Zeit zu stimmen, sodat déi Änderung net den 1. Januar 2016 mir rich 1. Januar 2017 wird an Kraft treten. Ja. Die Feiertstoßrichtung wären die Kreno, die wir sollten umgehen. Das heißt schon gesagt, das sind Fintech, Virtual Currencies, Cryptocurrencies und so weiter. Das ist eine Chance für Lützeburg. Das ist eine Chance, dass wir schon ganz lange eine Association professionnelle des Sociétés de l'Informatique haben, die eine Virtual Currencies Working Group gesagt hat, schon 2014. Ein ganz frei, nämlich Valentinstag, letztes Jahr, hat CSSF einen extrem positiven Schritt gemacht an dem Motto Geld als Geld, egal wie die Währung ist. Virtual Currencies, Bitcoins, erwähnt sind alle will nennen, selbisch behandelt wie eine Währungen, wie eine Finanzdingschlechter. Contrairement zu den Amerikanern zu New York, die so eng extra Legislation, eng extra Reglementation, haben wir gesagt, nein, wir bleiben an dem, was wir haben. Fintech kann Payment Institutions sein, es kann elektronisch Geld sein, es können auch Banken sein, es kann egal wert sind, es sind Dingschlechter wie alle anderen Orten, das nicht, weil sie an einer virtuellen Währung schaffen, dass sie ernst sollen behandelt geben, wenn sie mit normalen Währungen schaffen. Aber finalement, der Verfangen zu Lützeburg schon an die virtuellen Währungen investieren, was extrem positiv ist. Wir sind hier auf einer Kreuzung zwischen zwei Welten, die hier am Land eine große Rolle spielen, sollen spielen, nämlich auf der einen Seite Finanz und auf der anderen Seite Technologie, die Informatik. Lützeburg wird effektiv, da ging es im Laurent ganz recht, Zeugs für den Hub zu gehen von der Fintech an Europa. Der Brexit, den ich persönlich absolut befürworten, hat für Lützeburg den großen Avantage, dass effektiv an der Eurozone für Europa könnten den Hub gehen. Da kommen andere Sachen noch bei Stur, die doch heute schon gibt, wie Crowdfunding, wo PME zum Beispiel kann erlaubt gehen, für von nicht professionellen Investisseuren Geld und so weiter, und so weiter. Hier gibt es sich ganz lang über schwätzelose Bref. Wir sind ein Land von kurzen Wehen. Wir mussten als Bürokratie unbedingt am Griff bleiben, müssen sie zurückschneiden, wir haben zu viel, was die Engländer nennen, Red Tape. Da ist effektive Problem haut schon, da muss man etwas dagegen machen, aber für den Rest müssen wir Bolz von der Zeit bleiben, und da sind ich überzeugt, dass wir effektiv an dem Domain AAA bleiben.